Good morning. It's good, wieder hier zu sein. Es ist gut, dass wir uns kennen, wieder in Gott sein Wort anloten. Und es ist gut, dass Gott uns manchmal durch Städten durchführen, dass wir was lernen tun oder lernen können. Wir alle begegnen Menschen und begegnen ihre Reactions und wir begegnen auch, wo sie denken tun und wo sie sind. Und ich hatte gestern war eine Gelegenheit, begegnen einen Mann und dann fange ich kurz von an zu reden, wo sie dort geregnet hat und regnen dort und wo warm das wir und das bis sehr uncomfortable, gleich das war nicht. Und was sagen wir dann? Oder was geben wir Verantwortung, wann dort ist, was sie zu uns sagen? Und das ist eine Gelegenheit, was wir können haben, ein bisschen was zu planten, ein bisschen was zu sein. Und ich weiß gar nicht, dass ich eine reiche Antwort oder was immer, aber wenn das von der Not ist, und das wird 3 Wochen nicht regnen, dann wird dieselbe Person krank am anderen Weg sein. Das fehlt so neidig an Regen. Und weil ich sage wie was oder tun was, dass sich sehr negativ hier und dort von uns. Und es mein Verlangen immer, dass einer kann positiv sein und positiv antworten, dass sie wollen das Licht sein in uns. Das sind Gelegenheiten, was Gott ans zukommen lässt, dass wir ein Licht sein oder ein Zeugnis sein. Und das sei leicht mitreden, yes, das sei warm, yes, das ist Not. Und dort ist es. Das ist warm und das ist sehr Not. Das ist alles so. Aber wir sollen niemals mithalten, dass das sich danach bloß negativ hier und da. Und mein Verlangen ist, dass ich so gesagt haben, dass ich erkennen, dass ich nicht negativ about Not oder warm. Yes. Von der werden wir uns wieder nachdenken in Offenbarung. Wir haben das letzte Mal in Kapitel 17 gekickt. Und von der werden wir Kapitel 18 nachdenken. Und manchmal dann wundere ich, als ich mal so abhören mit von das zu reden oder miteinander zu lassen. Aber das ist ein Part von der Bibel und das ist something, wo wir was von lernen können. Und dass wir Kapitel 15 und 16 übergehen, durch hat wir von den letzten 7 Plänen, was du abkommst, von der Common Fall, was uitgegoten worden ab ihr. Und dann in Kapitel 17 lernen sagt, dass es steht, dass einer von den Engeln, was der Kampffall hat, der kam über Deel und weiß ein Gerecht über die Höhe, über die Früh. Und wo wir uns nachlassen deuten und was wir glauben, was das ist, dass die religiöse Gesellschaft oder Religion, falsche Religion. Und von der an werden wir uns ein bisschen nachlassen, was Kapitel 18 uns lehren will, oder was wir können von rücknehmen, wo wir können was von lernen. Und der Überschrift sagt, dass große Babel ist gefallen. Babel, was ist Babel und was von der Stadt, oder wer ist Babel, werden wir uns ein bisschen versuchen nachzulassen. Offenbarung Kapitel 18, Überschrift, das ich auch sehe, das sagt, die große Babel ist gefallen. Und der erste Vers sagt, nur das, in 15 und 16 wird von den 7 Kampffall, und dann im 17. Kapitel, das kam ein Engel und gab eine Nachricht, was wird passieren mit der großen Höhe. Und nun kommt ein zweiter von den Engeln, was der Kampffall hat, und sagt, es steht in 18. Kapitel, Vers 1. Nur das sage ich, noch ein Engel vom Himmel raufkommen, der hat gerautet Machtreich in ein herrlicher Glanz, wovon dort ab der Erde Dach wird. So das Engel, wenn der aus der Camp sagte, dass der hat ein gerautet Machtreich, der hat viel Macht, er kann auch wieder sagen, viel Kraft. Und aus der Camp sagte, das wird ab der Erde Dach. Der hat so angesagt, er wird so schein an zu sein, und da wird ab ihr Dach davon.
Wir können auch uns nenloten sein, das Wort, dat geeft openbaringen. Some dingen worden klar, met dat this engel kwam, worden some dingen klar. Kunnen we beter verstaan wat het meint, wat het zijn dat. In Kapitel 14, tweede vers zegt es dit. En die schrie, die weer niet besteld, die kan niet bis abstellen, nur die Erde sagt, die schrie met eine gewaltige Stem, die durchdringend wordt zijn. Die wordt te hören zijn. Keiner wordt die missen. En zegt het, Babel, de grote stad, is gefallen. Die is gefallen. Die is eine Behuizung für die böse Gäste geworden. En eine Wohnung von alle arene Gäste. En eine Wohnung voll alle arene Fehl, in eine, der einer nicht leiden kann. Babel ist gefallen. Das ist, was er angegeben hat. Babel ist gefallen. En dat zegt dat nu dat hij gefallen is val van alle soorten arenet. We kunnen ook zijn, door wie is de gefallen wees, de val alle hand arenet weer. En het zegt veel dat hij niet leiden kan, arene gäste. En dat is voor wie de stad gefallen is. We lezen in 14. Kapitel vers 8, zegt het, en doordat kwam een andere engel en zei, der ist gefallen. Babel, de grote stad, is gefallen. Dat we al in Kapitel 14 worden een beetje van dit reden, dat deze stad wordt vallen, der is gefallen. En zo, wat is Babel? Kapitel 17, daar hadden we meer van dat het geestelijke volk had, de falsche profeet en wat de leren doen, dat falsche geestelijke systeem wat we. En dat heeft zich ook met natuurlijke zaken neergegrepen. Vele schrijvers die willen zeggen dat dit is het katholieke systeem wat de wereld regeert. Dat is waarvan het reden dat. Anderen willen zeggen dat het moslim is wat de regering dat kan dat zijn. Ik wil nu niet zeggen dat als de katholische eet, dat als de moslim eet, dat some andere. En some schrijven willen zeggen dat als literally Babylon, wat dan te jaren tijd gestaan heeft, wat maar als ganz versteerd geworden. En die kunnen maar opgebuurd worden. Dat wij alle oplopen, woont dat krijg is. Maar we willen niet kijken waarom is die versteerd. En dan zegt het een dat er wordt niemals meer weer bij wonen. Er wordt niemals meer wat van te horen zijn. En de stad Babel wordt dort in Irak is, daar is nog einmal wat van de stad. So, dat merkt dat niet ganz klar dat Babel dan gefallen is, niet meer opgebuurd. Dat dit wat een grote stad zijn, wat van de eerste dag zeer hoog regeren dat. Dat waar we alle oplopen op een dag, kunnen we zoveel lezen ervan, dat het wordt komen. Eerst waren al die plekken wat we ons verder in de buurt al bekeken hebben, die waren komen en dan nu de hoofd van de triepseltijd, nu de 3,5 jaar, dan wordt dit nog komen. En het zegt in de derde vers, wils de volken hebben alle van ihren gelegenen Hurenwijn gedronken en de kenniks op de eer hebben met haar hurerie gedreven en de handelslied op de eer zijn ter ere unbegrenzte Gier noch schmacket, Luxus, rijk geworden. Vers 4. En ik hier nog eine Stem vom Himmel sein, mein Volk gut uit Arut. So wir lesen hier vorher, dat er is veel gemischt worden. De gelegene wijn, en andere weer dat de gelegene wijn is something wat mensen en Fleisch in Gier haben, or something wat entjankeren dat we het zegt dat de Gier nur Luxus, nur schmacket, nur gute Sachen, doordat zijn vele zijn rijk geworden, wees de mensen dit verlangen hebben, alle soorten te kijken, wat endlich moet veel, dat endlich niet neidig is dat ze dat hebben. Maar dan hier we dat hier in vers 4, dus ik al eng lezen daar, en ik hier nog een stem van Himmel zijn, mijn volk. So, wat immer dat andere nu alles is, wat Babel alles is nu niet dat ja, dat is goed dat we weten waar het alles is en waar het zich wat raamneemt. Maar dit is veel wichtiger dat we deze stem horen en dat we ons eindelen van dat wat Babel alles is, en wat alles van de gezegd wordt, dat we ons eindelen. Het zegt hier, mijn volk
Gott ut rüt, dat je nicht mit taub singen. En pleuen ook über jün kom. So dat is eine message, wat uns in dit chapter, in dit Kapitel, wat sehr wichtig ist, oder soll sehr wertvoll sein, dass wir checken dann, was ist Babel, aber dass wir durchgehen. Nicht durch das checken, dass wir ein Verlangen haben dort, oder dass uns das göttlich sitzt, oder dass uns das plus sehr schlecht sitzt, oder was immer das ist, aber dass wir diese Stimme hören wollen, das sagt, mein Volk, Gott ut rüt, ut Babel rüt. Gott ut de Babel rüt. So, wenn Babel nicht bloß die Stadt dort in Irak wäre, oder New York ist eingeschrieben sein, oder Rom ist angeschrieben worden sein, wenn das die Städte wären, aber wir wohnen nicht dicht bei dort, dann hat das nichts zu uns zu sein. Aber wir wissen, dass das sagt, dass die Völker haben alle von dieser Stadt was gekriegt. Die haben diesen kleinen Hüren wie getrunken, das wiedergegeben worden, das ist ein System, was ziemlich sein, nur das Geld oder nur das Reichtum haben, die das. Und hier sagt es, dass wir sollen zurückkommen. Wenn wir nicht wollen, in das System zurückkommen, dann wollen wir mit dieser Stadt taub Pleuen leiden, die über die Stadt wollen kommen. In 2. Korinther 6, Vers 16, du sagst, was hat Gott im Tempel mit Jeder zu tun? Wir sind doch den lebenden Gott im Tempel, so als Gott gesagt hat. Ich will manch an Leben und wandeln. Ich will Gott sein und sie soll mein Volk sein. 17. Und wieder verlot an und sondert ihn auf. Hab nichts mit Arena zu tun. Und dann will ich ihn annehmen. Ich will ihn Vater sein und je soll mein Sehens und Dächter sein, sagt der allmächtige Herr. Hier haben wir das im Neuen Testament auch, dass wir sollen von dort Arena weggehen. So als wir durch in Offenbarung lesen, dass wir sollen aus Babel rausgehen. Babel ist ein System, was sich in das Kapitel so hier das hat mit viel Reichtum und Scheinheit und Gott gehen zu tun. Und dann geht wieder in 5. Vers in Kapitel 18 sagt Sünden regen Bad am Himmel. Und Gott hat verbrecherische Worte nicht vergeten. All das, was arg wird, das hat Gott nicht vergeten. Das regt Bad am Himmel. Das Gott gekommen. So als wir lesen dann aus Sodom und Gomorra versteht worden, du sagst auch, dass Gott hat ihre Worte gesehen. Die Sünden der Ungerechtigkeit ist bei Gott gekommen. Und das, was wir hier so lesen dann. Und dann sagt er wieder, dass tut drei, was sie jünd angedungen haben. Tut doppelt drei für das, was sie getan haben. Und was sie jünd im Köffel geriet haben. Das geeft zweimal so stark drei. Wenn es hier redet von, was sie jünd im Köffel geriet haben, dann ist das so, was sehr dicht beigekommen ist. Wo wir vielleicht uns so sehr nennen lassen, was ist es, was er hier will sein, und ein Köffel geriet, wo wir von getrunken haben. Und ich hoffe, dass wir können alle sagen, wir haben nicht von getrunken. Aber wenn wir uns selbst bekicken, dann mit uns fleischliches Verlangen und was wir vielmals ankicken, oder was wir vielmals mit anhören, dann wollen wir hören, dass diese Ungerechtigkeit, da ist irgendwo mank uns. Dann können wir auf einmal sagen, dass Babel ist ram uns, und dort, wo wir nicht selber mit tun haben, dort, wo wir selber rausgehen. Und Gott sagt, dass soll drei Tod kriegen. Vers 7 sagt, und du noch aus sich selbst herrlich und Luxus in dem, ich will frisch anfangen. Und du noch aus sich selbst verherrlicht und in Luxus in Gemütlichkeit gelebt hat, sagt nu Qual und Trühe. Weil sie sagt sich im Horten, ich sag aus Kennigche und sie nicht eine Wetfrü und wo keine Trühe sein. So, wenn das nicht bloß Babel wäre, der Stadt, wo der fallen wird, dann wären wir alle auch in Angst oft, dann würde es nicht tanz reden. Aber hier sagt es, dass der sagt sich im Horten
wordt wat zijn. Ik ben zeker, ik ben oké, ik ga het fijn. Dat wordt niet voor mij zijn. Mij wordt dit alle niet treffen. En dan in vers 8 zegt het. Door wij worden al ihre Pläne in een dag komen. Dan zegt het wat de Pläne worden zijn. Het zegt dood, Trühe, Hunger en vier. Dit is alles wat in een dag wat komt. En dan zegt hij, wees God de Heer, der errechten wordt als sterk. En don't wat we ons verzaten. En don't wat we ons denken, we sterk we zijn, er we God het alle is. We fijn we het alle aan en we smaken we alle zijn. Whatever we ons im hart zaten, dat zegt God is sterk, der dat rechten wordt. In Jesaja 47, vers 7, en wieder zegt het, du dacht dat du immer wirst de weetje blijven en dacht niet aan waar dat om eind uitkomen wordt. We dachten zo in Babel dat wordt alles zo schaffen. Wanneer we ons nadenken wil van de eerste dag in de wereld, wat alles veilig en wat dingen je doen wordt en waar same-sex marriage en transgender en al deze dingen geschoven wordt. En zij denken dat zij gaan dat alle en onder controle. Zij zijn die wat het zijn gaan. Zij kunnen doen wat ze willen. Dan zegt het hier zo. En dacht niet aan waar het om eind wat uitkomt. Want God wat stroof met zijn gerecht over deel komt. Dan worden ze zijn dat de is in God dat de sterk is. De is over dat alle. Want ze ook zo gedacht hadden dat we niet. Vers 8 zegt het, nu hoor je mal naar dit, dat u die zoveel laat schijnen. En die zo zeker bent als een kind in de wee. Die gelooft alles draait zich rond die. En dat keiner die wordt aandoen kan. En gelooft die was niet ohne man en kinderen zijn. Dit wat die beides beginnen. En dat plötzlich. En een dag, du was weet vroeg, ohne kinderen zijn, du was de volle moed van op eenmaal kriegen, kraken down, wo veel soberie en sterke hekserie du drijven was. Waarom we ons vernemen, waarom we ons verzaten, dit is wat we doen, want dat niet is dat we uit Babel zijn uitgekomen. Babel wordt stroef kriegen. En dan wo zij ze zich alles verzekeren, en dan wo zij ze zich dat alles klaarmerken dat zij weten wat ze doen. En dan gaat weer in vers 9, de wereld betreurt Babel. De wereld die rood over Babel wil Babel vallen deed. Ik word deze vers niet alle lezen, wie eens tijd hebben, maar de wereld die kijkt nu als de grote stad, wo al die schöne dingen weer te kijken, wo we kunnen aanvoeren en aan smakke zaken kijken, wo de rijke lied weer, wanneer het er zo om half veel, wo die wat geven deiden, die is gevallen in de wereld de rood even. De rijke mannen de roeren, wo is al ons gewens gebleven? Wo is al deze gelegenheid geld te verdienen? Wo is dat alle gebleven? Dat zegt te schoot, wo is dat al dit rijktum, wo is dat gebleven? Ze stonden in een af in vers 10, zij waren uit vark voor ihre kwol, weit aufstonden en zeiden, te schoot, de grote stad Babel, de sterke stad, die gerecht is in eine Stunde gekomen. Al dat schmakke, al dat grote, wertvolle zaken, dat is alle waar. Te schoot, wo is dat gebleven? In Jeremia 51, vers 8 zegt het, wo is Babel zo hastig gevallen en twee gebroken? Hield met Hier is het van de andere zijde, wo God nog medelijden heeft. Maar hier wordt het hier in Offenbarung van reed, dit is het laatste gerecht over de stad Babel. Over de eierrechtigheid, over dat rijktum, over dat kwozen van geld en wat immer. En dan in 12, vers 12 en 13... Du redet van wat ze alles in deze stad gaan kunnen kijken, wo wertvoll het alle geweest is. Dat alles zeer smaak. En dan in vers 14 vangt het aan te zijn dat er wat niet meer zijn in deze stad. De Pläne, de stroef heeft alles weggenomen. Niet meer wat er terugkomt. Al deze gouden zaken, die zijn waar. Vers 15.
die stonden nu uit vark voor ihre Qual weit offen hielen. Die sind nicht mehr dicht bei. Da erst so viel in Schaharien und das mit Geld verdienen, Rick waren, damit anwären, die stonden von weit offen sein, was ist doch alles passiert. Das ist so schön, dass diese Stadt war. Und dann, wenn wir dann gehen in Vers 19, sie schmeiten sich Stoff auf den Kopf und schrien und hielten den Klauen und Säden, te schuh. Dat hier wir in dit ein mehrere Mal, dass sie hielen und klauen über dort, wo diese Stadt Babel geworden ist. Das Struf von Gott ist über ihn gekommen. Und dann in Vers 21 fängt es an, wo die Stadt ganz in den Grund gebracht wird und dort keine Stimmen von Singen waren mehr durch sein, keine Arbeiter waren da mehr schaffen. Ich soll vielleicht einmal bloß so überlesen und dann habe ich hier Worte nicht mehr was sagen. Vers 22, und sagt, in die Sänger und Seidenspieler, Flötenspieler, Trompeten ihre Stimmen sollen, und die nicht mehr zu hören sein, und die soll auch kein Handarbeiter aus irgendeiner Handwerk mehr zu finden sein, und einer Wort, und die nicht mehr die Mehlsteine rübbeln hören, und die wird kein Lampenlicht mehr schienen, und die wird niemals mehr in Brigam seine Stimme, oder die Brüder ihre Stimme zu hören sein. Die Handelslied wären, die große Männer in der Welt willst durch deine Soberie sind die Völker verleiht geworden. Durch all das Reichtum sind die Völker verleiht geworden. Und Gott sagt, und das sagt hier, dass das wird nicht mehr sein. Die Stadt ist ganz verdorben. Und dann in Vers 24, wir uns den Vers lesen. Und dann sagt es noch, und die wird die Propheten in Helge erblut gefangen. Und auch all die Ehre, die auf die Erde doodgemerkt worden sind. Von Kapitel 17, auch in Kapitel 18. Dort wird das religiöse System, wo wir hier reden von das Reichtum und das religiöse System haben viel top geschaut. Viele Schreiber wurden dort handhaben, das ist das katholische System. Some würden anders sein, aber was immer das ist, du hast der Heilige erblut gefangen. Und wenn der Heilige erblut gefangen ist, dass vielmals, wenn wir die Martyrergeschichten der Länge kicken, dann, dass die 3/4 der Menschen dort gemerkt, kommt von einem religiösen Background, von wegen ja. Ein von den zwei sind meisten Zeit. Und dann in Kapitel 19, weil ich ein paar Verse lesen, das sagt, aus dit eben wir, hier ich, wo viele tegelijk im Himmel mit luider Stem schreien, Halleluja, der Radung und der Herrlichkeit und der Kraft sind bei uns in Gott. Hier sehen wir, dass der Himmel freut sich, dass Babel gefallen ist. Und so, dann ist die Frage an uns, wo sind wir mit Babel verwickelt? In dieser Zeit, in das Reichtum, an was immer das ist, wo sind wir verwickelt? Wo wir uns freuen, wenn dort auf einmal alles zu eng ist, wenn dort auf einmal alles wach ist, oder wo wir auch von da sind, wo das sagt, dass die Welt der betrüht Babel erfolgt. Es zeigt uns hier von Kapitel 9, Vers 9 wieder, dass die Welt der betrüht über Babel erfolgt. Und dann hier in Kapitel 19, Vers 1, da sagt es, dass der Himmel, der freut sich, dass Babel endlich mal gefallen ist. Oder dass der nicht mehr da ist. Babel ist gefallen. Und dann, der sagt, Halleluja, der Radung an Jesus Christus, der Herrlichkeit im Himmel, und seine Kraft, dass wir können stehen dort, das ist bei Gott. Gott ist der uns zurückgetragen hat. Gott ist der uns beschützt hat. Und dann in Vers 2 sagt es, weil seine Gerechten sind wahrhaftig und gerecht, dass er die große Höhe verurteilt hat, Kapitel 17, und damit Hörerie die Erde verdarf, und dass er deine erblaut, dass sie vergoten hat, von ihrer Hand gefordert hat. Und sie sehen noch einmal, Halleluja, der Stadt bleibt immer und ewig beim Qualmen. Immer und ewig bleibt die Stadt beim Qualmen.
en de 24 Ältesten en de Feiertieren schmeiten sich an und beten Gott an, der auf den Thron saß und sehen. Amen, Halleluja. Diese Stadt Babel ist gefallen und die Welt betrüht dort, aber der Himmel freut sich. Und wann siehst du, wie sind wir von denen, der an den Himmel sehen, siehst du und uns freuen, wann der Tag wird du sind, sind wir von denen, die vielleicht noch sogar dort wollen betrühen, wann Babel wird fallen, das ganze Reichtum und das religiöse System wird anabreich handeln. So möchte das zusammen Gedanken gegeben haben, wo wir uns kennenlernen. Wenn ich das ist das Evangelie, dann denke ich immer daran an die sieht, was ist Ansport. Und wir haben hier in Kapitel 18 gelesen, dass Gott ut rüht. Dass wir nicht mit Tod verdammt werden. Dass wir uns apart holen und an Gott seine Gemeinschaft, an Jesus in Gemeinschaft leben. Und das ist mein Wunsch und Gebet für uns alle. Dankeschön, Herr Scheiner da.